Deklaration, die der Staatsminister als heute Morgen gemäht wird, zu Lärve der Nation, wäre eine Erklärung, wo ich kann so die von 4 bis Hannen ob strammen Wurstum abgebaut wird. Der Staatsminister hat an seiner Deklaration versicht, so zu machen, wie wenn diese Rekordwurstum Lesung von allen Problemen wäre. Wie wenn diese stramme Wurstum für Voraussetzung wäre, für das es den Leuten hier im Land gut geht. Also der sind mir die Überzeugung, dass die stramme Wurstum nicht Lesung für Problem ist, mir immer mehr das Problem gibt. Dafür werden meine Kollegen Ferner Karteiser, Roy Redinger nicht am Kader von dieser Debatte über die Konsequenzen vom strammen Wurstum auf die Einzelpolitiken gucken, wie die sich darüber auswirkt. Der Staatsminister hat mit keinem Wort über die Konsequenzen von dem strammen Wurstum geschwärzt. Er hat nicht von den 1,1 Millionen Einwohner geschwärzt, die wir 2060 sollen nun. Er hat nicht über die Konsequenzen von dem Wurstum geschwärzt, was das Nachhaltigkeitsprinzip belangt, an die Sozialkohäsion vom Land. Froh, die wir uns stellen, wollen wir als Land, wollen wir als Gesellschaft die Entwicklung weiter so laufen lassen, an irgendwann auf 1 Million kommen, und konsequenterweise hält es ja dann nicht bei der Million ab, aber dann muss ich 1,5 Millionen peilen und so weiter. Wenn wir an einer Croissance bleiben, von 4 bis 5% Joa, da wussten wir automatisch dahin. Dann wird ab die Frage ist nicht einfach, ob wir sollen so wissen oder nicht. Wir müssen die Diskussion aber am Land feiern. Und das setzt voraus, wenn wir die Diskussion am Land feiern, dass vor allem Politik will die Diskussion feiern. Und aufgrund von der Diskussionen von heute kann ich feststellen, dass die Regierung an ihrer Majorität die Diskussion nicht will feiern. Wir müssen sie feiern, für eben an der Gesellschaft in Umdenken zu kriegen, dass die Leute sich bewusst gehen, wollen wir das oder wollen wir nicht, aber wenn wir es wollen, was sind Konsequenzen, aber wenn wir es nicht wollen, was sind dann auch Konsequenzen. Dafür muss man mit der Zivilgesellschaft schätzen, müssen mit den Entreprisen, mit den Gewerkschaften, jeder muss an die Diskussion mit Rago zu gehen. Die Regierung will aber die Diskussion nicht. Sie setzt weiter auf Rekordwurstum mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen, ohne drüber zu schwätzen. Letztes Jahr am Kader von der Debatte über die Lage der Nation hat der Staatsminister heute deklariert, wir brauchen keinen Zukunftstisch, keine Orientierungsdebatte, kein Workshop. Das, nachdem wir an der letzten Legislaturperiode auch als Grünkollegen immer einen Zukunftstisch verlangt haben. Hat die Regierung letztes Jahr heute deklariert, wir bräuchten das nicht. Aber gleichzeitig hat die Regierung den Herrn Rifkin mit einer Zukunftsetüde beauftragt. Und der Minister von der nachhaltigen Entwicklung hat am Hirsch regionale Workshops für das Jahr angewirkt, also EU führende Wahlen, die man dann Leute froh, was man sollen machen, nachdem dass man 4 Jahre das Land so betoniert an ob ein stramme Wurstum getrimmt haben. Wie ist die aktuelle Situation, Prävisionen für Lützeburg? Laut dem Programm de Stabilité et de Croissance, dem wir vom Minister gestern vorgestellt haben, gibt Lützeburg Wursen 2016 mit 4,2%, 2017 4,4% und 2018 25,2%. Und trifft 5, da stand so. Ja, du hast ein bisschen übertrieben. Also 5,2. Merci, Herr Braas, dass das korrigiert hat. 5,2%. Mit trotz diesem starken Defizit, trotz diesem starken Wurstum von 4,5% an den nächsten Jahren, geht ein Defizit am Zentralstaat, also den Zentralstaat, das ist das Budget vom Staat, geht den am Jahr 2017 op über 1 Milliarde an 42 Millionen an 2018 op 1 Milliarde an 62 Millionen an Lot. An Schuld, die klemmt auch weiter. An Herr Präsident des Regierung
wenn sie heiß schwätzt, will ich klar so, die seht nicht unwürdig, sie liebt nicht. Nee, sie seht würdig, aber sie seht würdig nicht ganz. So hat den Herr Gramenia damit den Hai, der lo gerade rakennt, den Herr Gramenia damit den gesagt, dass Schuld nicht an Blut gegangen wird, und dass den 31. Dezember die Schuld noch immer bei 10,8 Milliarden wird. Das ist nicht falsch, das ist richtig. Aber vom 31. Dezember auf den 1. Januar oder an den Januar ist es nicht ganz weit. Und am Januar hat der selbige Finanzminister von Emprunt von 2 Milliarden abgeholt. Und das hat dann aber vergessen zu sagen. Hat also Kinder viel mehr spät. Der hat, ich kann, Herr Gramen, ich werde dir schon erklären, wie die Datei der Leute erklärt. An dem Zusammenhang, wo der gesagt hat, dass Schuld den 31. Dezember auf 10,8 Milliarden war, hat er nicht von denen 2 Milliarden geschwatzt, hat er abgehalten. Und hat viel mehr spät hat er gesagt, am 100 Jahr 2 Milliarden abgehalten. Mir das aber Leute ihr gefordert, fairerweise, wenn ihr seht, von der Finanzsituation vom Staat, und nennt eine Schiffer von 10,8 Milliarden, damit sie so an Haut aus der Schiffer 12,8 Milliarden, und das hat er nicht gemäht. Und auch die nächsten Jahre könnt alle Jahre 1 Milliarde dabei. Ein zweiter Punkt, wie die Leute ihr gefordert gehen aus. Was doch nicht falsch ist. Mir wird Leute aber ihr feiern, das ist von der Regierung, wenn sie von der Schuld schwätzt, immer zum Prozentsatz zum PIB schwätzt. Von da gesagt man, die Schuld geht nicht prozentual zum PIB, und wir sind immer bei 20%, aber gleichzeitig vergisst zu sagen, dass sie real an Euroen, aber an Blut geht. Das ist also nicht falsch, was sie sieht, sie sieht immer nur ein Teilchen. Sie sieht nicht ganz verrückt, und dummer dann also eine Irrledung von der Leid. Vergesst auch immer zu sagen, der Finanzminister, dass die Schuld nicht zurück, der Präsident, ich will nicht in der Brach gehen, weil ich bin Zeit als ganz kurz an, dafür, wie gesagt, ich muss hier vor. Könnt ja nur Zeit Stellung holen, wenn Herr Giberian der fertig ist, Herr Gramenia, wenn den Herr Giberian nicht will in der Brach gehen. Herr Präsident, ich kann wirklich nicht, weil ich schon nach etwas Zeit nicht mehr, Sie müssen an Retard kommen. Wenn Sie bis an Retard kommen, dann dürfen, ich nicht die Zeit, die ich mal wollte, weil ich mich kurz hinhauen. Die Finanz, war doch nicht gesagt, dass die Staat seine Schulden nicht zurückbezieht. Das müsste der Staatsminister auch fairerweise sagen, dass wir Emprunt abholen, wo wir Kapital nicht zurückbezahlen, an die ganze Remboursement, ob die kommen Generationen vertagen. Und noch der Geteil gesagt, wir machen eine Politik für die zukünftigen Generationen. Aber wir hypothekieren mit der doten Finanzpolitik die zukünftigen Generationen, weil die müssen die Schuld irgendwann einkehr zurückbezahlen. Den 10. Dezember 2013 hat der Staatsminister Hay auf dieser Platz für eine Regierungserklärung 4 gedroht gesagt, die heutige Koalition als dezidiert, die schlechte finanzielle Situation vom Staat nicht als Fatalität anzusehen. Wir wollen also bereit, die Verantwortung zu erholen, haut auch für die zukünftigen Generationen. Demals, wie der Staatsminister das gesagt hat, werden Defizit laut dem Konto von dem Staat 2013 742 Millionen. Das war also die schlechte finanzielle Situation, die das Regierung fand. Letztes Jahr hat der Staatsminister Hay an der Kader von der Deklaration zur laufenden Nation gesagt, bei den Staatsfinanzen wird der Regierung eine Sanierung gelungen. Der Budget 2017 hat über 1 Milliarde Defizit. Wir haben einen Emprunt gemäht von 2 Milliarden. Und das Resultat ist also ein Rekorddefizit das Jahr von 1 Milliarde. Das ist eine gelungene Sanierung. Wenn ich ein Defizit habe von 742 Millionen, und das mir gelungen, Finanzen zu sanieren, und ich habe dann ein Defizit von 1 Milliarde. Mit der Regierung sieht es wir hin gelungen, Finanzen zu sanieren. Und auch den Herr Gramenia sollte mitten für unsere Staatsfinanzen geht es so gut wie noch nie. Das heißt, ein Defizit ist mehr groß wie für drin, weil eine schlechte finanzielle Situation war mit der Finanzsituation vom Staat, die ist halt besser. Aber wenn wir da gucken, dann wir über 1 Milliarde Defizit tun,
Trotz TVA-Erhöhung von 2%, trotz dem Spurpark, trotz der Krisesteuer, trotz Rekordwurstum, haben wir aber ein Defizit von über 1 Milliarde. Eine Regierung muss sich das vorstellen, wie es möglich ist, dass bei einem Rekordwurstum von 4-5% praktisch das doppelt wie den Durchschnitt an der Europäischen Union, man gleichzeitig ein Rekorddefizit tun. Andere Länder, die Männerwurstum wie Lützeburg, viel Männerwurstum wie Lützeburg schon schreiben Schwarzziffern, Mehrheit zu Lützeburg, wir machen mit dem Wurstum Hai, machen wir Defizit. In anderen Punkt, Deutschland zum Beispiel, in anderen Land, in andere Punkt, wie die Öffentlichkeit ihr gelegt hat, das ist ein Zukunftsfonds. Auch das ist nicht falsch, was gesagt wird. Mit das nicht alles gesagt wird. Wenn du gesagt wird, einen Zukunftsfonds, wo noch 185 Millionen drauf sind, aber wo man durch Gesetz all Jahr gesagt hat, man setzt 50 Millionen da drauf. Für die kommenden Generationen. Aber wir gehen die Suchen aber lehnen. Wir gehen also all Jahr 50 Millionen lehnen, und wir setzen die auf den Fonds für die kommende Generation. Aber wenn wir das 20 Jahre machen, dann haben wir 1 Milliarde gespart. Da können wir zu der kommenden Generation so, man 20 Jahre, da haben wir für erst 1 Milliarde gespart. Aber da muss man gleichzeitig, ja, was so, wir haben ja auch 1 Milliarde Schuld gemäht, wir können die Milliarde dort zu spüren. Was haben wir da gelegt? Wir haben 1 Milliarde gelohnt, wir haben so Zeit gesagt, also wir haben 1 Milliarde für die Milliarde zurückbezahlt. Das ist also eine Augenwischerei, die hier gemäht wird, und das die Mitte schon gesagt gehen. Die Regierung der Armenien hat da sogar extra in einer Pressekonferenz den Trick, den da gemäht wird, für die Leute Sand an Tarn zu drehen, eine Pressekonferenz darüber gemäht, über den Zukunftsfonds von dem Fonds, eine Verlagerung von der Schuld aus auf die kommenden Generationen. Wir sehen also, wenn man die ganze Situation guckt, Finanzen kriegen wir durch das strammen Wurstum nicht an den Griff mehr, nur ein Rekorddefizit. Wie ist das beim Arbeitsmarkt? Da wird permanent gesagt, der Chômage, die geht drauf. Wenn wir 13.000, 14.000 Arbeitsplätze pro Jahr schaffen, an dieser Legislaturperiode gehen ungefähr 65.000 neue Arbeitsplätze los. Und da sagt, na bitte, mal los, mal doch darüber freuen. Es sieht aber nicht, was sind Konsequenzen von 65.000 neuen Arbeitsplätzen auf 5 Jahre, wenn wir die schaffen. Ich weiß nicht, wann ihr die Konsequenzen nur denkt, ob ihr sich danach kann freuen. 80% von den Plätzen besetzen wir mit Frontalier. Steuern also löser ob über 500.000 Employen hier am Land hin. Wir sind an der Chômage zurückgegangen, dass wir die Wurstum da haben. Nein, das ist nicht zurückgegangen. Auch da geht die Regierung rein, und sie schwätzt von Prozenten. Aber wenn ich also massiv neue Arbeitsplätze schaffe, und der Chômage bleibt in Zahlen selbst, da geht er wohl prozentual zurück. Aber und Zahlen, effektiven Zahlen, geht er nicht zurück. Von 2004 bis 2000, bis heute, haben wir 130.000 Arbeitsplätze geschafft. Von 2004 bis heute. 130.000 Arbeitsplätze. An der Chômage aus von 2004 bis heute von 13.000 auf 22.000 rückgegangen. 130.000 Plätze geschafft, an der Chômage aus der 10.000 an Null gegangen. Herr Baudry, ich komme auf die Lotte Schiffe. An dieser Legislaturperiode haben wir bis nur 40.000 Arbeitsplätze geschafft. An dieser Legislaturperiode. Wie den Chômage, den Oktober 2013, wie das Regierung angetragen hat, an Chômage vom Oktober 2013, wie das Regierung angetragen hat, hatten wir 22.000 an 61 Leute bei der Adem gemeldet. Das war Leute, die am Chômage waren, an Beschäftigungsinitiative. 22.000 an 61. Haut, das sind die letzten Ziffer von Herrn Baudry gesagt, haben wir da am Chômage an der Beschäftigungsinitiativen 22.424. Mun also nach 350 Leuten mehr am Chômage wie 4 Jahre, ob schon mal 40.000 Arbeitsplätze geschafft haben. Da kann ich also nicht sagen, dass es durch die stramme Wurstum, durch die Arbeitsplätze schaffen wir, durch die Wurstum von Arbeitsplätzen, schaffen wir Arbeitsplätze? Nee, prozentual gesehen. Dafür schwätzt die Regierung an den Büttel auch von Prozenten. Es sind nach einmal so viele Leute am Chômage wie 4 drin. Die können mal die Prozente spielen, wie das will. Es sind nach einmal so viele Leute am Chômage wie 4 drin.
de Logement. Ja, geht drauf mit sind dann immer mehr wie das, Herr Baudry, schon ja Schule genannt, die sind nicht gefuttert. Am Oktober 2003, Schweze vun der Regierung am Amters huet der 40.000 Erbesplätze geschafft an de Schomagers 350 Leiit an Lotgang an dem selwichten Zeiter. Dat die Schiffre vun der Adam, die sie net Herr Präsident hun ganz viel Probleme ganz viel Probleme van den hin de Spichel fir und gesieet hat. Bleibt den Druck op de Wohningsmarkt groß, das klo. Aber mir so weiter wussen. Dat man 14.000 Erbesplätze schaffen. Dann ist das auch klar, dass man auch weiter Druck auf den Wohnungsmarkt gibt. Wenn man so, dass 80% von den Leuten aus der Grenzregion kommen, dass die all da eng Stunde mehr am Stau stehen, Neues an Neues, dann die dann noch versuchen, mehr nur bei der wohnen zu kommen, auch wenn sie es können nicht, aber bei der Frontalier sind noch Leute in der Stadt können nicht, da gucken sie halt zu Lützeburg eng Wohnungen zu kreieren. Also bleibt der Druck ganz hoch auf dem Wohnungsmarkt. Dafür brauchen wir jetzt zu wundern, wenn der Druck so hoch bleibt, da holt das Regierung, muss wissen, dass man gesagt wird von der neuen Regierung, wie sie erkraft getragen hat, an der Regierungserklärung hat sie da doch geschrieben, le premier objectif du gouvernement sera de maîtriser l'évolution des prix sur le marché immobilier. Das heißt, was das geschieht, man hat dann nie so ein hohes Kost auf die Wohnungspreise, wenn man es am Blick hat. Das heißt, das, was die Regierung sich als Ziel gesagt hat, als nicht erreicht gehen. Mais au contraire, sie sind nach Medaille gehen. Und dazu hat die Regierung geholfen. Sie hat nämlich eine TVA-Erhöhung auf dem zweiten Logement gemacht. Du hast halt gesagt, wie wir darüber gestimmt haben, das hat keine Reperkussionen auf Preise. Wenn etwas 2% Medaille gibt, hat keine Reperkussionen auf Preise. Das verwunderlich da, wenn das keine Reperkussionen auf Loyer hat, weil jeder, der baut, den möchte der Preis, passt auch an die Loyer, und dafür sind Loyer auch dementsprechend. Also die Regierung holt nach geholfen treiben, für das die Preise sollen im Logement an Lut gehen. Aber wenn man dem Stadtdenken nur lauscht, was die sieht, da seht ihr am Anfang, dass man bis 2030 nach 130.000 zusätzlich Wohnungen hier am Land müssten machen. Das heißt dann aber wieder, man müssten 10.000 Wohnungen bauen, für überhaupt die Evolution können abzupassen, seht die Stadt an den Schiffern. Aber wenn man gesehen hat, all das realisiert wird, da sehen wir, dass das Problem Wohnungsnot, wenn man mit groß geht, an Preise auch an den nächsten Jahren werden wie hoch gehen. Konkretes für das Regierung am Wohnungsbau Kapitels abweisen. Von aber nichts Konkretes Terra. Konkret als dann TVA gehecht und konkret als auch dann die freie Wohnungsbauministerisch am Sinn vom Wort an Füß geschickt hat. Was Stauen überlangt, Herr Präsident, durch die stramme Wurstum, gehen die Staue von Tag zu Tag nicht groß. So hat man Staue Moes an Oves. Wir mittlerweile nur mit Stauen über den ganzen Tag. Aber wenn man nach 14.000 Leute erstellen, 80% davon Frontalien, das sind 10.000 Frontalier pro Jahr, die wir erstellen, das sind auch paar tausend Autos in den Tag weiter auf unsere Straßen. Also gehen Stauen mit der dort Politik von Tag zu Tag nicht groß. Aber wir werden auch da nicht noch kommen. Egal, wie man den öffentlichen Transport, das fängt ab. Egal, wie man Straßen ausbauen, fängt ab. Mit die Progression, die dat und neue Salary mat sich bringt in all der Länder kommen herin, kriegen wir nicht abgefangen mit der Politik, wie sie Logimet gibt, mit die Geld von Jahr zu Jahr mit groß. Die Infrastrukturen, wir investieren Rekordsummen an Infrastrukturen. Ja, wir sind kondamniert, Rekordinvestitionen an die Infrastrukturen zu machen, weil eben die stramme Wurstum verlangt, dass dann als Infrastrukturen so mussten angepasst gehen, sonst kriegen wir den totalen Kollaps. Aber wir haben also nicht, dass man das als Gutgläubigkeit oder wie heute das viel gesagt wird, dass ein Teil richtet, das für Zukunft das, mit der großen Retard, für das wir eben die Probleme, die wir haben, für das wir überhaupt noch können funktionieren, für das die Leute überhaupt noch auf die Arbeit kommen, an ihrem Heim kommen, sind wir kondamniert. Auch wenn sogar ein geringe Bauteminister, laut der Chambre, ein Projet de Loi deponiert, für ein Autobahn
op 3 Spuren auszubauen. Da gesäide wie groß dat Notsituation muss am Land sinn, fir dat e geringe Bauteminister, die géint all Autobun bis haut waren, lose go Projekt Lammes wo seet man muss lo eng 3-spurig Autobun von Diedling wat mir begressen wat mir an als Wahlprogramm auch sto haben die 3-spurig Stoß dat mir begressen dat mir solle just so wéi dramatisch Situation ass dat den Geringminister lo schon Autobunnen op 3 Spuren ausbauen. Land ass gëtt momentan an dat verschiedenen am Land den dat gefilet, dat mat enger ungewisse Witters versichert, aber wirklich alles zuzubauen. Wenn den guckt, was von Industrie zu wie daran gebaut wird, die sind an 2-3 Jahren sind die voll. Da sind die voll. Aber was machen wir dann als die nächste Regierung do, die erfindet in anderen Netz, wo dann eben muss so betoniert, wenn sie will, so viel Wurzeln wie das der Fall ist. Und so betonieren mit Lachen, lös, aber sicher so. Und das alles mit unseren geringen Kollegen an der Regierung. Pensionen, auch da geht gesagt, an der Finanzkommission hat der Finanzminister gesagt, die stramme Wurst 14.000-15.000 Arbeitsplätze, dort gesagt, das als Präsident, als freieren Sozialminister frei, weil das auch Gesetzen an Pensionskäse geht. Ja, Pensionskäse machen lo an den nächsten Jahren 1 Milliarde Überschuss der Sécurité Sociale am ganzen am Privatsektor mit der Gros aus der Pensionskäse. Wir wissen aber, dass dadurch aber auch die Obligationen von der Pensionskäse auf die kommenden Generationen, dass die dementsprechend nicht rausgeht. Das ist eine Etüde gemäht, die sieht, wenn wir an unserem System genauso bleiben, dann müssen wir 2030 ungefähr 600.000 Kotisonen, also Arbeitsplätze haben. Aber man muss am Jahr 2060, wenn wir am System bleiben, 1.300.000 aktive haben, für dann das System zu finanzieren. Und da sind wir noch nicht fertig. Weil Donno geht es ja weiter. Das heißt, wir sind am Schneeballeneffekt. Aber wenn wir nicht aus dem System rauskommen, dann wären wir ja kondamniert für so zu wurzeln. Aber wir wissen alle gut, dass es eine Grenze gibt, hier auch am Land. Als Land geht nicht mehr groß. Mehr als Population geht nicht mehr groß. Als Arbeitskräfte gehen nicht mehr groß. Aber wir können nicht per Notleid 200-300 Kilometer rund um die Grenze sicher und Mengen von einer schaffen kommen. Das heißt, alles, die stramme Wurstum, hat an einer echten, ist kurzfristig gesehen, gehen Reserven nicht groß. Mehr mittel- und langfristig geht es für die kommenden Generationen viel, viel mehr schlimm, für mit dem Rekordwurstum und mit dem System do von den Renten auszukommen. Denn Herr Bettel hat auch gesagt, Lebensqualität wäre wichtig. Und da sieht Herr Bettel an seiner heute Morgen, Paien und Renten sind hoch. Das heißt, das gesagt in direkt von der Regierung spielt, das heißt, dass die Zufriedenheit geht und einen materiellen, einen finanziellen Wert geguckt, aber nicht nur andere Werte. Und das ist am Anfang da doch was die Regierung lo, nachdem das denn hier Info-Werte so schlecht war, als das Regierung eben lo hingegangen, sieht man lo verdelen wir, egal was das kostet. Egal was das kostet, ob das dort Steuerreform ist, ob das nach Salarial ist, es wird Geld verdient an der Hoffnung für dann eben Stimmen rumzukriegen. Kit dat mal die Suche muss alleine gehen, kit dat der Staat an den Defizit kann, kit dat die anderen Generationen müssen mehr weit gehen. Herr Präsident, die Damen und Herren, die stramme Wurst, und mein Kollege werden auf andere Politiken angehen, der beweist, dass der nicht als Problem erlässt. Das Staatsbudget ist trotz strammem Wurstum defizitär und bleibt defizitär. Der Chômage geht durch das stramme Wurstum prozentual rauf, mehr reelle Chiffren, Vergleich mit 3 Jahren oder Vergleich mit 14 Jahren, ist nicht raufgegangen. Pensionen gehen durch das stramme Wurstum nicht mehr sicher, mehr langfristig gibt das Risiko, dass das System platzt, und dass eine Katastrophe geht immer mehr groß. Mobilität kriegen wir nicht mit dem strammen Wurstum gelesen, au contraire, das Stauen gehen von Tag zu Tag mehr groß. Das Logement kriegen wir nicht gelesen, mit Preisen gehen von Jahr zu Jahr weiter an Lut, und müssen immer mehr Jungleute
Leider aus der Mittelschicht an Grenzregionen wohnen go, wenn sie sich hier am Land kein Wohnung mehr bauen. Bei den Infrastrukturen investieren wir Rekordsummen an Investitionen an Infrastrukturen, an aber kommen wir nicht nur mit den Infrastrukturen, die so sehr zu realisieren, wie die Wurstums auf der anderen Seite. L'enseignement, dadurch, dass wir eine starke Immigration kriegen durch die stramme Wurstum, setzen wir permanent ein Niveau an unserem Enseignement rauf, und wir kriegen dafür nur Diplome, die immer mehr schwer sind, für das Leute mit denen Diplome am Ausland auf Universitäten kommen oder mit denen Diplome am Konkurrenz mit der Großregion, die auf der Arbeitsplätzen ist, Probleme für Plätze als Lützeburg zu kriegen. An Lebensqualität, Herr Präsident, die geht auch nicht mehr groß dadurch, dass wir hier am Land die Wurstum haben. Für Lebensqualität ist nicht an einem Stau stehen. Lebensqualität ist nicht, wenn ein Mann muss morgens um 6 Uhr aufstehen und kann mit dem Auto verdicht an den Stau, an den Krieg feiern, und dann an den Stau auf den Arbeitsplatz fahren, an Oberstadt Zellwicht umgedreht. Lebensqualität machen wir nicht, wenn Leute für immer mehr Geld am Meter Karrieren müssen wohnen. Lebensqualität machen wir nicht, wenn wir als Juren so und so soll an die Grenzregion wohnen gehen, selber Grenzgänger gehen, an all der 1,5 Stunden am Stau wohnen. Wir stellen uns eine Lebensqualität etwas Ähnliches vor. Und der Staatsminister hat doch noch gesagt, dass die Ökonomie misst am Dienst vom Bürger stehen. Mit dieser Politik steht die Ökonomie nicht am Dienst vom Bürger. Aber wenn wir die Familienpolitik gucken, die das Regierung möchte, dann hat die Familie an den Mensch am Interesse von der Ökonomie zu stehen. Das ist eine Falschpolitik, das ist die Politik von dieser Regierung, die als einziges Ziel hat, stramme Wurstum, das ist eine kurzfristige Politik, die vielleicht einmal Blick arrangiert, mit mittel- auf langfristig feiert das Land an eine Katastrophe. So nicht, merci. Was sind da Leute für? Herr Präsident, ich will noch Zeit. Ich will just so als eine Deklaration vom Staatsminister gemäht. Die Regierung hat eine Deklaration gemäht, aber wir beziehen Hautstellung zu der Deklaration. Und wenn die Regierung an die Majorität nicht verdreht, dann in den Spiegel für hat, man hat keine Deklaration. Aber das soll nicht föderal nicht mehr, Herr Gibert. Kritisieren als einfach. Es ist nicht ein Debatte für die Opposition oder eine andere Partei. Eine Erklärung soll man, das ist eine Regierungserklärung, zu der mehr Stellung bezogen wird. Wir machen das Leben einfach.